Ahmet Yildiz, Abgeordneter der AK-Partei, sprach auf der Generalversammlung im türkischen Parlament von einem Antrag, der eine Untersuchung in Ostturkestan wegen der Unterdrückung von uigurischen Minderheiten einleiten soll. Die Nachrichten über Ostturkestan finden immer mehr Beachtung auf internationaler wie auf nationaler Ebene. All diese besorgniserregenden Nachrichten werden detailliert von der türkischen Regierung beobachtet. Nach dem traditionellen chinesischen Kalenderjahr hat ein neues Jahr begonnen, das als sogenanntes Laternenfest gefeiert wird. Die chinesische Regierung, die weiterhin die Uiguren unterdrückt, soll Uiguren und Kasachen dazu gezwungen haben, an der Festlichkeit teilzunehmen. Eine Delegation des Uigurischen Weltkongresses hat sich mit türkischen NGOs beraten, um die Ostturkestan-Frage näher zu beleuchten. Nach Besuchen in den USA und Deutschland reiste die Delegation in die Türkei. Auch fand eine Ostturkestan-Konferenz in den Räumen einer Studentenverbindung statt, auf welcher Ferhat Kurban Tanridagli eine Rede hielt. Die englische Regierung erkennt der 19-jährigen Şemime Begüm die Staatsbürgerschaft ab, nachdem sie nach Syrien reiste und sich dem IS anschloss. Das Innenministerium schickte einen Brief an ihre Familie, in welchem steht, dass der Innenminister Sajid Javid anordnete, ihr die Staatsbürgerschaft zu entziehen. Begüm äußerte der Times gegenüber: „Ich bin nicht mehr das dumme Mädchen von vor 4 Jahren und ich bereue auch nicht meine Heimkehr." Das Treffen zwischen dem russischen Präsidenten Putin und dem Präsidenten des israelischen Regimes Netanyahu wurde abgesagt. Aus israelischen diplomatischen Kreisen heißt es, dass heute ein Telefonat stattfinden soll.